Das ist irritiert. Wir reden heute über einen geilen Film, Alter. Welcher wäre das? Mad Max! Ja! Mad Max Fury Road ist der 4. Film in der Mad Max Franchise. Nach einer 30-jährigen Pause kehrte George Miller endlich zurück zu seinem Baby. Und was er aus dieser Geschichte gemacht hat und wie er sie fortsetzt, ist einfach nur genial. Er hat zuerst die Mad Max Film gemacht, nachher hat er Schweinchen Babe gemacht, dann Happy Feet und Happy Feet 2 und jetzt einer der krassesten Actionfilme, den man wahrscheinlich dieses Jahr oder seit ein paar Jahren gesehen hat. Der Film ist brutal laut, der Film ist schnell, der Film ist unterhaltsam in einem Wort, der Film ist total Banane. Ja gut, 2 Stunden Action, das haben wir ja eigentlich auch bei einem Transformers. Was macht der Film besser? Er macht seine Action abwechslungsreich. Er filmt seine Action nicht so, sondern wirklich weite Aufnahmen. Du siehst, was passiert. Es sind praktische Effekte. Das heisst, wenn es ein Auto verrührt oder einer vom Töpf runterfällt oder so, das ist wirklich passiert. Was da noch dazu beiträgt, ist, dass der Film einfach wahnsinnig gut gefilmt ist. Das ist für jemand wie mich, so ein Enthusiast von schönen Bildern, ist das ein absolut ein Augenschmaus sozusagen, weil jede einzelne Einstellung ist ein Gemälde. Es ist wirklich schön gefilmt. Sie haben auch coole Filter gebraucht. Am Tag ist alles so grell orange und knallig und so, und in der Nacht ist es so, ist das Orange eigentlich durchs Blau ersetzt und das sieht stylisch aus. Also viel Stilmittel. Ja. Wenn wir gerade schon bei den Autos sind, die Autos, das Design von den Fahrzeugen, die in dem Film verwendet worden sind, so etwas hat man noch nie gesehen. Fahrzeuge mit irgendwie 100 Metallstacheln oben drauf, riesige Trucks, ein Monster-Truck mit 3 Meter langen Chrom-Auspuffröhren auf der Seite. Das ist total crazy, und dass man so etwas überhaupt bauen kann und wo sogar noch fährt. Das ist eine wahre Meisterleistung, und es ist echt abartig, was die für den Film für Ideen gesammelt haben und das alles auf Bild gebracht haben. Das ist wahnsinnig, wirklich das ganze Design, sei das von den Autos, sei das von den Charakteren, sei das von der ganzen Welt um alles. Ich meine, es hat das Auto mit einem riesen Verstärkerturm oben drauf und vorne hat es einen mit einer E-Gitarre spielt. Und das kommt Feuer vorne raus und er hängt an Seilen und Metal und so. Und es ist völlig weich und du schaust es und denkst schon, boah, was ist das? Und untermalt ist das Ganze von einer sehr, sehr coole Musik. Das ist der Junkie XL, von dem haben wir schon mal geschwätzt bei Run All Night. Und er hat einfach einen pumpenden Soundtrack geschaffen, der so wirklich episch ist, einfach ein riesen hure Epos mit Trommeln und Gitarre und auch sehr viel Bass. Absolut, das hat unser Kino ein bisschen zu spüren bekommen. Ja. Und zwar hast du immer wieder so gehört, aber nicht weil der Sound schlecht war, sondern weil die Boxen den Bass nicht mögen vertragen. So basslastig ist es. Ja, getrieben wird ja die ganze Handlung eigentlich von dieser Geschichte zwischen dem Mad Max, von Tom Hardy und Charlize Theron, ihrer Furiosa. Und eigentlich, meiner Meinung nach, könnte der Film Mad Max Furiosa Road heißen, weil es ist sozusagen ihr Film. Sie ist fast die Hauptfigur. Er ist einfach auch noch da und er ist auch sehr wichtig für den Film, aber sie ist eigentlich, man erzählt ihre Geschichte. Und sie ist mal eine gute weibliche Figur, die sehr starke weibliche Figur, die nicht aufgesetzt ist, sondern einfach BAM, Frau, nicht sie ist da, um von Mad Max gerettet zu werden, sondern eher umgekehrt. Sehr geil war auch die Darstellung von Tom Hardy als Mad Max. Er hat extrem gut gespielt. Er hat etwas sehr Rauchs und Rauchs und auch etwas Primitives, wie etwas Tierisches, also so richtig Animalisches gehabt. Er ist extrem gespannt, immer alles, was er macht. Wenn er eine Waffe hat, dann hebt er sie schnell auf und ist immer sofort am Zielen und er vertraut keinen Menschen. Aber wirklich eine ganz geile Darstellung von Tom Hardy. Was ich nicht so gut gefunden habe, ist der Bösewicht, der Immortan Joe. Der ist gespielt vom gleichen, wo er schon den Toe Cutter im ersten Mad Max gespielt hat. Und er sieht zwar sehr stylisch aus und cool, also mit so einem Gebiss, ist so ein wie der Darth Vader von der Wüste. Aber er hat so kein Profil, er ist einfach der Böse. Er ist einfach böse, weil er Wasser hat und die anderen nicht. Aber sind wir ehrlich, um das geht es überhaupt nicht mit dem Film. Es geht nur darum, Autos fahren von A nach B und es macht Obwohl das eigentlich der 4. Teil ist von dieser Serie, muss man die vorherigen Teile nicht gesehen haben, um da draus zu kommen. Wenn man den ersten Mad Max gesehen hat, weiss man, warum das er mad ist. Und der Road Warrior, der 2. Mad Max, ist einfach ein cooler Film. Den 3. habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber der erste Mad Max ist ein Drama, der 2. ist ein Actionfilm. Das muss man einfach wissen, weil, falls man es möchte schauen.
Das Jahr 2015 hat uns schon ein paar sehr gute Actionfilme gebütet, unter anderem Avengers 2, John Wick oder Fast and Furious 7, aber meiner Meinung nach hat Mad Max 4 all die Filme wirklich nochmal toppt. Einfach durch die extrem geile praktische Action-Szenen mit schönen, weiten Kamerawinkeln, ohne Shaky Cam. Also, geht den Film schauen, ist echt eine Empfehlung wert. Wie immer ein grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tut uns doch Like, wenn es euch gefallen hat, tut es euren Kollegen weiterteilen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann nehmt es doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann nehmt es doch gleich abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Scheiße, so offen. Die Geschichte von Mad Max ist 4. Okay. Schau jetzt euch an. Und das sieht so geil aus!